Jodedach! Herzlich willkommen auf meinem kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Das war wohl nichts. Gestern Abend. Der Abstand auf unsere Konkurrenz, der schmilzt seit gestern Abend immer mehr und mehr. Lasst uns das gemeinsam verarbeiten und auf die Gefahren hinweisen, die diese Niederlage nach sich zieht. Wir sind jedenfalls gestern Abend nach Augsburg gefahren mit dem Wissen, dass wir uns keine großen Ausrutscher in nächster Zeit mehr leisten können. Und genau das ist das Problem. Wir leisten sie uns trotzdem. Vor dem Spiel trennten uns nur 2 Plätze. Aber auf dem Platz hat man gemerkt, wer gerade Stabilität hat und wer nicht. Der FC Augsburg ist mit Tempo und Selbstverständnis reingegangen. Wir hingegen wirkten wieder einmal vorsichtig, fast schon gehemmt. Marvin Schwäbe musste früh retten. Wir hatten Probleme im Aufbau und fanden kaum Lösungen gegen deren Pressing. Ja, und unsere beste Szene vor der Pause war der Kopfball von Erik Martel, der ging aber an die Latte. Das war gefährlich, aber eben auch bezeichnend. Eine Standardsituation. Aus dem Spiel heraus kam zu wenig, zu viele lange Bälle, zu wenig Klarheit, zu wenig Mut im letzten Drittel. Abwehrtechnisch war ich bis dahin recht zufrieden mit der Konstellation Simpson-Pusey und Graf Vandenberg. Wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, wie viele Ausfälle wir hatten und dass das schon wieder improvisiert werden musste. Und auch was Said El-Mala betrifft, dass er erstmal auf der Bank war, da muss ich diesmal sagen, ja, die meisten sind deswegen auch sauer, aber vergessen nicht, der war die Woche angeschlagen. Ich will jetzt nicht unbedingt Kwasniok da in dem Punkt in Schutz nehmen, aber das ist ja eine Tatsache. Er hat ja kaum trainiert diese Woche, deswegen war mir schon klar, dass er auf der Bank sitzen wird. Und da war ich im Nachhinein auch eigentlich noch froh, dass er überhaupt im Kader steht. Es ging ja jedenfalls 0:0 in die Pause. Bis dahin dachte ich mir, okay, typischer 0:0-Abend. Da können wir eigentlich froh sein, wenn wir das mitnehmen. Und ich habe auch irgendwie daran geglaubt, weil halt, seit 2017 haben wir in Augsburg nicht mehr verloren. Aber der FC ist ein Serienbrecher. Nach der Pause hatten wir kurz eine Phase, in der man dachte, wir könnten das Spiel kippen. Christopher Lund mit der großen Chance, Torwart Dahmen allerdings ziemlich stark. Aber genau in diesen Momenten fehlt uns aktuell die Konsequenz. Und dann passiert das, was im Abstiegskampf oft passiert. Der Gegner trifft. Der FC Augsburg macht das 1:0 und das richtig sehr sehenswert per Hacke. Und wir laufen wieder hinterher. Ich habe schon vor Ribeiro gewarnt vor diesem Spiel beim Spieltagstalk, habe gesagt, das ist der Shootingstar aktuell bei denen. Der macht jetzt auf sich aufmerksam und es ist geschehen. Das zweite Spiel hintereinander trifft er gegen uns dann halt jetzt diesmal. Wir haben dann ausgewechselt, versucht Druck aufzubauen, aber es wirkte vieles planlos. Mehr Ballbesitz ja, mehr Gefahr kaum. Dass Erik Martel raus musste, das hatte ich auch noch irgendwie verstanden, auch wenn er ein Faktor war, der uns Stärke verliehen hat bis dahin. Aber ich denke mal, wegen der gelben Karte wollte man nicht schon wieder mit 10 Mann von Platz gehen, weil man heutzutage halt, sobald man eine rote Karte bekommt, eigentlich schon zur Hälfte dezimiert ist. Das hat sofort Folgen. Tja, und wenn wir dann in der Nachspielzeit die Riesenchance zum Ausgleich haben und sie nicht nutzen, dann darf man sich nicht wundern, wenn man hinten aufmacht und noch das 2:0 kassiert. Ja, 40 Meter ins leere Tor. Symbolischer hätte dieses Spiel kaum enden können. Und wir können jetzt darüber diskutieren, hätte Marvin Schwäbe mit nach vorne gehen sollen oder nicht, in Anbetracht dessen, dass er als Torwart noch nie getroffen hat, aber naja, das sind halt diese Verzweiflungstaten. Auch die Einwechslung von Said El-Mala hat dann leider auch nicht zu dem nötigen Ausgleich geführt davor. Johannesson hat noch mal ein bisschen Druck erzeugt, da hatte ich erstmal ein bisschen Hoffnung, dass uns noch der Ausgleich irgendwie auf gut Glück gelingt, aber naja, dieses 2:0 war dann die endgültige Demütigung, aus der Entfernung noch zu treffen, das war im Nachhinein eine Demütigung und ich muss sagen, das ist kein Ausrutscher mehr. Das ist ein Trend. Wir reden hier nicht mehr über Pech, wir reden über fehlende Durchschlagskraft und fehlende Stabilität. Und es geht langsam los, der Abstand nach unten schmilzt. Und wir entwickeln uns gerade zu einer Mannschaft, die nicht nur im Abstiegskampf steht, sondern die ihn Woche für Woche bestätigt. Und jetzt kommt auch noch als nächstes Borussia Dortmund. Und diese Freundschaft, sage ich euch, die findet nur auf der Tribüne und in den umliegenden Lokalen statt. Für diejenigen, die sie tragen. Aber die Spieler auf dem Platz interessiert das 0,0. Und da frage ich mich, wie geht es nun weiter? Vor allen Dingen mit diesem Trainer. Ich sehe da persönlich wirklich gar kein Potenzial mehr. Ich sehe aber auch kein Potenzial, dass Kessler jetzt irgendwie sich breitschlagen lässt, die Gefahr einsieht und dergleichen, weil heutzutage glauben ja alle irgendwie an eine Vision und an einen Plan, aber ich finde, dieser Plan von Kwasniok ist nur noch Harakiri. Er rettet sich hier und da mit dem einen oder anderen Punkt von Spieltag zu Spieltag, aber die Konstanz, die fehlt. Ich habe ja schon mal gesagt, ich glaube nicht mehr an diesen Trainer. Letzte Woche habe ich ein bisschen meine Schnauze gehalten, weil halt viele schreckliche Dinge passiert sind oder diese eine schreckliche Sache passiert ist, aber ich persönlich, wie schon gesagt, ich habe gesagt, der bleibt keine 2 Jahre hier, aber mal schauen, ob er bis zum Ende der Saison bleibt und mal schauen, wann die Gefahr erkannt wird. Hoffentlich wird die Reißleine nicht gezogen, wenn es dann zu spät ist. Weil das ist auch das Problem beim FC. Also ich sage jetzt nicht, dass es ein schöner Trend ist, dass Trainer früh gekickt werden, aber gleichzeitig dieser Trust the Process-Attitüde, die funktioniert beim FC nicht. Dafür sind wir viel zu oft sehr schwach, auch in der mannschaftlichen Konstellation. Du kannst bei uns nicht dieses Trust the Process-Ding durchziehen, wie bei Jürgen Klopp. Alle, seitdem dieser Trainer damals mit Borussia Dortmund unseren kommenden Gegner so abgerissen hat und davor bei Mainz so konstant gut war, jeder möchte jetzt
jetzt seinen neuen Jürgen Klopp haben. Oder vielleicht auch seinen neuen Sebastian Hoeneß. Und das beim ersten FC Köln. Aber ganz ehrlich, irgendwie funktioniert das nicht. Ich habe ja ständig im Sommer gesagt, ey, Urs Fischer, das wäre der perfekte Trainer gewesen. Und jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg vom Markt. Und jetzt kannst du dich fragen, wen holen wir denn? Wenn ich jetzt schon wieder Friedhelm Funkel sage, dann sagen alle wieder, oh, der ist 70 Jahre alt. Und was ist, wenn der überhaupt nicht mehr diesen Flow hat und so weiter und so fort. Ich rede ja auch nur von einer Retteraktion. Weil, wenn das so weitergeht, dann geraten wir immer tiefer rein. Weil wir stellen uns dumm an. Und die anderen, die haben schon den Turnaround langsam eingeleitet. Und uns gelingt das einfach nicht. Nicht wirklich. Also was da nächste Woche passieren kann, das ist höchstens ein Überraschungspunkt. Überraschungssieg vielleicht auch. Aber auch nur, wenn, sagen wir mal, mehr oder weniger ein Wunder geschieht. Oder wenn diese typischen Borussia Dortmund-Geschichten eingeleitet werden. Weil Dortmund ist so ein Verein, wenn es bei denen im vorigen Spiel spektakulär lief, dann scheißen sie im nächsten Spiel rein. Das heißt, wenn sie heute Abend irgendwie gegen Bayern München gewinnen sollten, dann könnte ich mir vorstellen, dass sie uns im nächsten Spiel nicht allzu ernst nehmen und wir vielleicht irgendwie auf gut Glück zumindest einen Punkt holen, weil das wäre uns beinahe gelungen. Beim Hinspiel hätte Hübers sich nicht verletzt und wir das Spiel mit 10 Mann hätten zu Ende bringen müssen. Ich weiß nicht. Vielleicht hätten wir dann 0-0 rausgeholt. Aber das ist wieder hätte, wenn und aber. Ich will ja nicht natürlich alles schlecht machen, weil jetzt kommen sie auch wieder an, du machst alles schlecht. Wir haben Platz 12. Wir haben noch so einen Abstand, dass wir zumindest nach diesem Spieltag nicht auf den Abstiegsplatz geraten. Ja, okay. Aber was ist jetzt, wenn wir nicht einen einzigen Sieg in den nächsten 3 Spielen herausholen? Und die anderen punkten? Was ist, wenn? Weil es ist ja immer dieses hätte, wenn und aber, hätten wir da und da nicht verloren und so weiter und so fort. Also, wir müssen langsam die Alarmglocken schrillen lassen. Aber das tun wir nicht. Weil hier wird an den falschen Stellen zu Harmonie aufgerufen. Und vielleicht wird uns diese Harmonie gerade zum Verhängnis. Weil Kwasniok, der rettet sich von Spieltag zu Spieltag. Aber wann bringt er denn mal Konstanz rein? Und wir können jetzt darüber reden, ja, wir sind aus der 2. Liga aufgestiegen und so weiter. Dafür, dass wir aufgestiegen sind, so und so. Sei doch mal gnädig. Aber wir sind ja auch ein ehemaliger Zweitligist, der drin bleiben möchte. Wir haben doch diesen Abstieg mehr oder weniger als eine Art Betriebsunfall deklariert. Insbesondere wegen der Kasssperre, die uns ja komplett aus der Bahn geworfen hat. Und ja, es ist schön, dass wir zumindest wieder Erste Liga spielen. Aber wenn wir absteigen, bedenkt, wie viel wir investiert haben. Auch die 1 Million, die wir in diesen Trainer investiert haben. Dann geht es uns in der 2. Liga wieder richtig schlecht, auch was das Finanzielle betrifft. Deswegen, FC, wacht mal auf. Wacht mal auf. Weil langsam wird es gefährlich. Wir müssen siegen. Aber ausgerechnet gegen Borussia Dortmund zu siegen, dafür fehlt mir die Fantasie. Aber schauen wir mal, was nächste Woche wird. Vielleicht werden wir ja widerlegt. Mal schauen, was ihr dann am Tippen seid gegen unsere Freunde. Und da ich jetzt endlich mal den Rest dieses Samstags genießen möchte, der erste Samstag seit langem, an dem ich nicht arbeiten muss, morgen geht es ja dann wieder weiter, möchte ich mal gerne diese Folge beenden, weil irgendwie, ich fühle mich leer. Mir fehlen die Worte, ehrlich gesagt. Das war so ein typisches 0-0-Spiel bis zu einem gewissen Punkt und dieser Punkt fehlt uns jetzt. Das ist erstmal alles, was ich dazu zu sagen habe. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen und ich sage mal an der Stelle auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns doch wiedersehen. Zusammen ist sie alt.